Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Was ist ein Black Swan, wenn damit kein Schwan im eigentlichen Sinn gemeint ist? Gemäss Wikipedia ist ein Black Swan in der Wirtschaft eine Bezeichnung für unerwartete und unwahrscheinliche zukünftige Ereignisse mit erheblichen Auswirkungen. Corona und der Ukraine-Konflikt wären wohl so Beispiele. Ein Black Swan kann jede und jeden durchschütteln. Er kann sogar existenzbedrohende Ängste und Ohnmachtsgefühle auslösen. Ich erlaube mir, ein Beispiel von mir zu nennen. Ich habe mich mehr als nur einmal dabei ertappt, wie ich in Gedanken versunken ein für meine Familie existenzbedrohliches Szenario ausgemalt habe, bis ein anderer Teil in meinem Hirn wieder Kontrolle übernommen hat und den Fokus wieder auf den Alltag gerichtet hat. Aus dem Geschäftsalltag kenne ich den Begriff Risikomanagement. In Projekten eine Frage zu Risiken zu stellen, ist immer möglich und wird auch erwartet. Mögliche Projektrisiken werden identifiziert und Prognosen zu ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden erhoben. Daraus folgt die Entscheidung, ob man ein Risiko eliminieren oder minimieren will. Teilrisiken müssen aber auch einfach akzeptiert werden, wo man gar nicht darauf Einfluss nehmen kann. Geht die Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Risiko gegen Null oder ist der potenzielle Schaden gegen unendlich, wird das Risiko gar nicht erst beachtet. Wer hat vorher bei seiner Risikoanalyse eine Pandemie oder einen Krieg aufgelistet? Wir blenden solche Ereignisse aus unserem Alltag aus. Sonst möchten wir aber alle möglichen Risiken so gut wie möglich kennen und können beeinflussen. Wie war es vor ein paar Jahrhunderten, wo Krieg, Krankheiten und Hungersnöte zum Leben dazugehört haben? Lebensbedrohliche, nicht beeinflussbare Faktoren waren in der Vergangenheit viel alltäglicher gewesen, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ich glaube, wir haben verlernt, mit Unkontrollierbarem umzugehen und haben gelernt, Risiken zu kontrollieren. Auch in der Bibel gibt es Black Swan-Situationen. Wie sind die Jünger Jesu mit dem Black Swan von der Kreuzigung Jesu umgegangen? Für sie war die Kreuzigung unerwartet und katastrophal gewesen, obwohl Jesus ihnen eigentlich sogar die angekündigt hat. Aber die Jünger haben das ausgeblendet. Sie sind nach der Kreuzigung von Jesu in alle Himmelsrichtungen geflüchtet. Erst durch Gottesbegegnung, im vorliegenden Fall die sichtbare Offenbarung Jesu in der Mitte einer Versammlung der 12 Jünger, hat ihre Sicht geändert und sie haben auf die Situation reagieren. Es gibt grosse Ereignisse, die können wir nicht oder nur begrenzt verhindern oder beeinflussen. Speziell sind solche Ereignisse, die wir selber ausblenden, die wir eigentlich hätten sehen können. Kann ja uns Gottes Begegnungen vor oder nach Auftreten von einem Black Swan helfen? Ich wage zu behaupten, ja. Gottes Begegnungen vor einem Black Swan. Gottes Begegnungen, beispielsweise tiefe innere Ruhe während dem stillen Gebet, lassen uns ein bisschen weit den Blick von Gottes Perspektive erhaschen. Gott sieht Freude und Leid auf dieser Welt. Lasst uns dankbar sein für die Freude und einstehen für das Leid. Unser Blick soll über den Tellerrand rausgehen, sodass wir Black Swans erkennen, die uns selber nicht betreffen. So wird uns bewusster, dass es die gibt, dass man auf die reagieren kann oder sogar präventiv darauf antworten kann. Beispielsweise durch nachhaltiges Handeln, damit der globale Temperaturanstieg möglichst klein bleibt und in ganz Europa nicht plötzlich eine Wasserknappheit herrscht. Lasst uns nicht nur auf die kleinen, kontrollierbaren Risiken schauen, lasst uns grösser denken und handeln. Gottes Begegnungen nach Auftreten von einem Black Swan. Gottes Begegnungen sind auch ein Ort der Klage. Der Glaube an Gott kann Not erträglicher machen, uns Hoffnung erkennen und innere Ruhe bringen. Das hilft uns vielleicht besser, mit einem Black Swan umzugehen und schneller aus der Schockstarre zu erwachen und zu reagieren. In diesem Sinn wünsche ich euch allen bei den nächsten Risikoanalysen im Büro mehr Gelassenheit, weil das sind nur die vermeintlich grossen Risiken. Die wirklich grossen Risiken sehen wir wahrscheinlich gar nicht. Lasst uns ganzheitlich denken und Gott dabei einbeziehen, damit wir das grosse Ganze bruchstückhaft erkennen, gelassen bleiben und angemessen handeln können.